Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Das war heute von Straßburg, wo wir als Plenärsession hatten. Die 1. vom Oktober, wir haben das Jahr 2 am Oktober, weil ja am August ausgefallen ist, weil den Traité 4 gesagt hat, 12 Seancen, 12 Plenärsessionen müssen heute zu Straßburg stattfinden. Das ist so, dass 3 Sujets eigentlich diese Woche dominiert haben. Das ist einerseits die Situation in Katalonien, dann auch Brexit und natürlich der Skandal Ryanair, wo wir die Transportkommissarin Violetta Bulc hatten, die als Rede in Antwort gestellt hat, und wo ich noch darauf zurückkomme. Für dich aber Katalonien, wo ich muss sagen, wo ich wahrscheinlich gerade so schockiert war wie die alle Guten, wie wir die Bilder gesehen haben, den 1. Oktober wird an Geschichte angehen aus Spanien als ein schreckliches Beispiel. Die Bilder, die Gewalt gewiesen haben, Gewalt gegen die Ordnungsmächte, aber vor allem von den Ordnungsmächten selber. Und das ist das, was Leute, die da eigentlich nicht mehr wollten, hier Recht ausdrücken, hier demokratisches Recht für zu sagen, wir wählen gerne an, auf eine friedliche Art und Weise wollten das zum Ausdruck bringen, sind an einen Konflikt geraten, wie gesagt, mit den Ordnungskräften. Und das ist absolut zu verwerfen, das ist absolut bedauerlich und das hat uns alle Guten schockiert. Gewalt kann nie ein Mittel sein an der Politik. Und ich hatte gehofft, und wir hatten alle Guten gehofft, dass das am 21. Jahrhundert innerhalb von Europa nicht mehr gesehen, nie mehr feststellen. Und das war aber leider eine Menge der Fall. Es ist so, dass man muss gucken gehen, wie es zu dem Konflikt kommt. Einerseits die spanische Verfassung gesagt nicht für, dass eine Region sich kann lang unabhängig über das Referendum erklären, was sie wollen. Das heißt, dadurch ist vom Verfassungsgericht die Referendum als nicht legal deklariert gehen. Und die spanische Regierung hat darüber insistiert, für zu sagen, das ist nicht legal, und wir müssen für Rechtsstaatlichkeit sorgen, und wir müssen applizieren Gesetze, wie sie sind, und haben dann natürlich zu dem Mittel Gewalt gegriffen, was ich, wie gesagt, absolut schockierend und bedauernd fand. Muss ich aber auf der anderen Seite sagen, wenn den Referendum illegal gewirrscht wäre, dann hätte ich auch können die Leute wählen gehen lassen und mal gucken, was da rauskommt. Weil das ist ganz klar, dass nicht 99,9, ich weiß nicht wie viel Prozent dafür sind, aber das ist ganz klar am Vorfeld festgestellt ging, dass ein ganz paar die Leute gar nicht Unabhängigkeit vom Staat Spanien, von Madrid wollen. Und das eigentlich hätte ihn das ruhig können mal so gewähren lassen und die Leute sich ausdrücken lassen. Was an einer Demokratie am Anfang, was an einer Demokratie eigentlich heutzutage hätte ich gehofft und gedacht, dass das normal wäre. Du hast das, wie gesagt, zu der Eskalation gekommen. Und lo geht es darum, wie gehen wir weiter damit um. Lo geht schon relativ hart beim Abholen von dieser Sendung geht darauf gewährt, dass eigentlich die Regionalregierung a Katalonien für die Unabhängigkeit offiziell deklarieren, weil sie sich auf die Referendumsresultate basieren. Und das soll für eine Sonntag oder Montag sein, sodass das eine weitere Eskalation von der Situation ist, wo wir gehofft hatten, dass sie sich ein bisschen kalmieren, Situation, und dass keinen verständigen Dialog zusammen führen, wird das wahrscheinlich andere Menge Schöpfe sein, die drauf gelöst wird, für die Situation eskalieren zu lassen. Bislo haben viele Sachen nicht dazu beigetragen, dass es besser ging als einerseits die harte Linie von der Regierung von Madrid, andererseits auch die Deklaration vom König von Spanien, insofern und auch die Situation von der Europäischen Kommission, die sich relativ bedeckt hält, was den einerseits auch versteht, weil sie sich nicht an innerstaatlich Angelegenheiten anmischen. Auf der anderen Seite wird aber verlangt, dass die Europäische Kommission eng Jean Vermittler spielt, auch das wäre eine Piste, die jetzt elaborieren geht, für zu gucken, kann Kommission oder einen anderen. Und ich hoffe, dass es auf den Weg geht, dass wir einen unerkannten Mediateur finden, der bereit ist, für die Situation an den Griff zu kriegen, für dort zu verhandeln zwischen den zwei Parteien, zwischen den zwei Blöcken. Weil es kann nicht über den Weg gehen. Politik muss gucken, mit demokratischen, mit friedlichen Mitteln Gesetze zu ändern und nicht auf der anderen Seite
Beitkaen, die sich do konfrontieren, wat zu Gewalt feiert an wat de moment as et Poli, méi wat kann do an den Druck kommen, checke mal d'Arméier, checke mal Bemol Panzer an Strossen. Also dat sie Bilder, die ech perélech jedenfalls net mi wëll gesinn an noch gehofft hat, nëmi ze gesinn. Den zweiten Sujet ass wie gesot Verhandlungen vum Brexit, wo eigentlich Parlament hai eng Resolution gestimmt huet fir an enger Zwischenetapp ze kucke, wo stimmer. Wo stimmer mir stehen eigentlich nach Ball op der Case de départ, weil Situationun a Großbritannien extrem verfuhr ass, weil do inner Regierungskräften net wësse, wo et hi soll goen, well a woch einzel Parteiien oppositionell Menungen hunn an noch déi innerhalb vun hire Parteiien Rëmengkeer verschiedene Menungen hunn. Die eng die wëllen ganz schnell vir kommen an Herz sinn, an Herd optreden, Äner wëllen eng freundlich Diskussionsweisen no komme vun de Forderungen weisen an se vir dat Hicht. Do gëtt die eng wëllen aus der Zollunion raus, se wëllen mat Irland weiter eng op Grenz, an Äwer eng Grenz, wat ass et dann lo vu Grenz an se vir dat sinn alles Diskussionen och Biergerrechter, wat fir Parlament extrem wichtig ass ass nach net geklärt, wat mat den 4 Millioune Bierger geschitt, mat denen 3 Millionen déi vu Großbritannien Kontinent sinn an op mat 1,4 Millionen déi an Großbritannien schaffen. Also dat hecht dat alles nach net klo an der just dat wat Parlament eigentlich wollt, dat man lo Juni 23. Juni 2016 bis lo all die Zeit die do verstrach ass mir 2 Joer, mir musssse bis dem März 2019 en Akkor fannen. Wann man nach weiter Zeit verstreiche losen, dann lebt Zeit als her no fort. Brite stellen sich fir iwwer Zukunft zu diskutieren. Mir hunn gesot vun Ufangun, Memberstaaten an Parlament vun Ufangun gesot, dat man verdeicht eigentlich die Phase, wo et zum Borelo kommers, wat dummer der ze summen hängt, eigentlich die Schädung, den die wurst oder den mal chlor an deitlich muss opgelöscht gin, a behandelt gin an och Resultater fir déi Phase immer können an eng Neufas antreten, a kucke wéi man an Zukunft ze summe fuhren, ze summe schaffen, ze summe lewen. Wie gesot gros Divergenz de vue. Am Parlament huet nach enkeier an enger Resoluioun, wie gesot op higewiesen, dat et ewer so Zeit gëtt, an dat verspricht och net viel Guts, dat lo wie gesot nach immer keng kloer Positionioun vun de Briten do ass fir den 9. Oktober, wo eng neii Verhandlungssessioun soll ugo. Ein drittes Sujet, wie gesot Ryanair, Affaire Ryanair, Skandal Ryanair, dat hecht fir mech as dat perélech eng Reihe vu Skandaler, die lächt Jore waren, die vielleicht am Grand Publikum net so bemerkt gesinn, skandalös wäret, wie se mat ihre Leidemgänge sinn, mat ihre Piloten, mat ihrer Crew, mat ihrem ganze Personal, wo se ganz prekär Arbeitsverträge hatten, wo se ganz schlecht Arbeitskonditionen hatte, wo se ganz viel Sachen violéiert tun, wat eigentlich de Low-Cost-Modell durchstellt, wo man ganz viel auch vun Hai aus vom Parlament ëmmerem verurteilen an ëmmerem dro schaffen, dat dat so besser gin. Das den E-Skandal Lodeskeer trifft et wie gesot ganz viel Passagier. Hunderten an Hunderten-Tausenden, dat hecht schon eng echt Well, die lo ganz kurzfristig wo annuléiert gin ass, a wo Leiit mat enger Abfindung aufgespeist gesinn, wo ich nach op Schweze kommen, lo vun dem ganze Wanderfahrplan bis an de März 18 hunn se Hunderten-Tausenden Flich gecancelt. Da sind extrem viel Leute, die schon gebucht hun, die Overlodo sitzen, erfroen wat geschidelo. Dat ass de Skandal den eigenlege Lo, de man auch mat der Kommissarin erläutert hunn, erörtert hunn. Wat erwarte man vun der Kommission? Man erwarte vun der Kommission, dat ze eigentlich optritt mir hunn Passagierrechter innerhalb vun der Europäische Union. Dat Kommission enke mat Nodruck darüber verweist, dat Ryanair die Passagierrechte respektieren wird. Bis lo wie gesot hunn se versicht den nächsten Druck rauszuholen, an dem se dat se Leiit aufgespeist mat enger Entschädigung, awer net wat hier Rechte sinn, mat enger Ëmbuchung oder mat sos egent Deppes.
Mir so awer ganz klar vun Hai mir si stolz drop an ich war jo Rapporter fir die neue Revision vun de Passagierrechte mir si stolz drop, dat et Rechte ginn an Europa. Leider wissen nach viel Leiit net, dat ze Rechte hunn. Leider wissen nach viel Leiit net, wo se die Rechte kënnen akloen an dofir vun dëser Platz wann der betraff sit, melde ich bei den nationale Regulierungsbehörden, melde ich bei ihre Konsumentenschutzorganisationen, dat hier stehëllefen ich vir wo der Rechte könnt akloen. Weil die Hochrechter die ganz klar do leiien, dass ha ein Managementfehler, sie respektieren den Kontrakt net und dadurch gëtt eng ganz paar die Entschädigungen, wie gesagt, die sollen angeklot gehen. Dat feiert natürlich auch dazu, dass die Kommission muss als Garant optreten, dass an Zukunft so Konstruktionen wie möglich sind. So Konstruktionen wie Ryanair dat gemacht hat. Einerseits eine Struktur von der Organisation, wo sie bald keine Steuern bezahlen, weil sie überall zu ihren Hauptsitz an Irland und sie haben auch Basen überall sonst immer, wo sie dann ihr Personal stationiert tun. Und zum Glück ist es so, dass immer mehr Gerichtsurteile kommen an Lofio kurzem nach einem Gerichtsurteil kommen, was gesagt wird, dass ein Arbeitsvertrag von ihren Leuten nicht unbedingt muss Irland sein, aber dass es da ist, wo die hier Basis haben, wo sie von da aus wo sie arbeiten. Wenn das Spanien ist, tant mieux, wenn das Deutschland ist, tant mieux, dann zählt das Arbeitsrecht. Und das auch hat an ihrer ganzen Planung eigentlich Munches durch den Nähe geworfen und dadurch könnt auch einen großen Teil jedenfalls von der neuen Organisation, von den Plänen, von den Roulementsplänen, von den Schichtplänen, von ihren Piloten, die muss ganz ähnlich gestaltet gehen, aber wo sie dann wirklich nicht Leute genug haben, wo sie kurzfristig 600 Piloten erstellen, was dazu feiert, dass wahrscheinlich viele Leute sich einfach überlegen, ob sie bei den unseriösen Arbeitgebern da wollen arbeiten gehen oder nicht. Wie gesagt, das ist ein Skandal. Wir werden dran bleiben, wir werden am Ball bleiben, wir werden die Kommission noch permanent auffordern, zusammen mit den nationalen Regulierungsbehörden, für, wie gesagt, nicht nur Ryanair mit dem Modell, dem Low-Cost-Modell, permanent in die Luft zu holen, an die Freien aus dem System dafür die rauszukriegen, für das in Zukunft, dass es sicher ist. Flugwesen muss sicher sein, muss eine hohe Qualität sein, nicht nur für die Passagiere, aber auch für Personal, und das, wie gesagt, als Uleiers. Das waren unter anderem, wir hatten noch viele andere Sujets, mit Zeit ist begrenzt, das waren 3 Sujets, die mich persönlich ganz stark interessiert haben, wo ich auch darauf geschafft habe, noch mit negociert habe, mit diskutiert habe. Und dafür, wie gesagt, diese Sujets an die nächste Woche melde ich mich von Brüssel für weitere Informationen und erst zu gehen, was wir hier so schaffen. Und wo wir an dem Stand sind, wenn ihr seht, der Blick auf Europa, wer das aktuell, wo sind wir am Stand von den einzelnen Prozessen, wann eine Direktive, wann eine Proposition auf den Weg geschickt wird. Merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.